Hallo zusammen, hier ist Crown Cletus oder der Chris. Ich versuche jetzt hier auf dem PC mal mit Shadowplay aufzunehmen. Ich hoffe, es funktioniert. Das war ein bisschen problematisch mit der Lautstärke vom Mikrofon. Ja, ich denke, ich melde mich mal wieder. Ich spiele immer noch zwischendurch Call of Duty. Ich bin jetzt mittlerweile Prestige 6. Gefällt mir gerne noch gut. Aber zwischendurch muss es doch auch wieder etwas anderes sein. Und darum habe ich hier das Far Cry Primal mal reingezogen. Zuerst auf der PS4 und dann auf dem PC, weil ich ein bisschen ungeduldig war. Und ja, es ist echt ein cooles Game. Mir gefallen ja eigentlich fast alle Far Cry ziemlich gut. Und hier sind wir halt jetzt einfach ziemlich weit zurück in der Steinzeit unterwegs. Und versuchen hier so ein bisschen mit unseren tierischen Kumpanen uns durch die Welt zu kämpfen. Die Story kannst du eigentlich ziemlich vergessen, ist so ein bisschen Standard. Aber von den Fähigkeiten, vom Setting, wie es eben aussieht, wie es sich spielt, gefällt es mir sehr gut. Ich habe hier sozusagen eine Drohne in der Form von einer Eule, die ich nutzen kann, um Gegner oder Gebiete aufzuklären. Also ich kann einen Angriff machen, muss dann auf einen Cooldown. Aber was ich eben auch machen kann, ist hier mein Kampftierli. Das ist momentan so eine Blutleu. Es gibt 3 verschiedene Blutversionen, die einfach zuerst musst killen oder überwältigen, besser gesagt, damit du sie dann auch rufen kannst. Das ist eine coole Idee. Und die sind dann einfach die stärkere Version von der Standardversion. Vom Standard-Wolf jetzt hier. Jetzt versuche ich eben mit dem mal ein paar Gegner zu killen. So dass ich dann ein einfacheres Spiel habe. Und gleichzeitig wollte ich auch darauf achten, dass ich nicht stirbt. Und jetzt ist er gestorben. Scheiße. Easy. Jetzt kann ich ihn eigentlich durch sterben und dann mit so roten Kräutchen wiederbeleben. Oder ich gehe jetzt her und dann wiederbeleben. Crap, jetzt haben sie mich entdeckt. Waffen sind ziemlich eingeschränkt, aber ich finde, das passt ja eigentlich noch zu dieser Zeit. Wir haben eigentlich ein paar Pfeilbögen, einen Steinschleuder, dann haben wir ein paar Knüppel und ein paar dicke Speere. Und das wäre es dann eigentlich schon. Das ist mein Tier, ist jetzt gerade tot. Ja. Das langt auch gerade nicht mehr. Oh. Ah, geil. Letzte Sekunde noch gut hergezogen und jetzt ist er gleich gestorben. Scheissdreck. Also, dann versuche ich jetzt mal schnell den hier noch umzulassen. Oder sie. Don't know. Und kann ja in der Zwischenzeit ein anderes Tier noch zur Hilfe rufen. Am besten gefällt mir eigentlich hier der Jaguar, weil der kann Ziele, die sich nicht bewusst sind, dass sie angegriffen werden, ohne dass jemand anderes bemerkt, sie killen. Im Vergleich zu allen anderen Tieren, wenn dort das Tier jemand killt, wird das eigentlich gerade bemerkt. Und das ist in dem Sinne noch schön. So kann man unbemerkt durch die Lager fighten und die Gegner fertig machen. Es gibt jenste Sachen zum Craften. Es hat, glaube ich, noch nie ein Far Cry gegeben mit so vielen Crafting-Möglichkeiten, aber das stört mich eigentlich nicht wahnsinnig. Ein bisschen Blättchen aufsammeln, ein bisschen Holz sammeln, halt so ein bisschen wie in diesen Standard-Crafting-Games, würde ich sagen. Gleichzeitig ist es aber cool, dass man kann... Das sehe ich, wenn liegt ab. Dass man kann die Suchanimation deaktivieren in den Optionen. Auch auf der Konsole. Das heisst, du musst nicht immer zuschauen, wenn er sich hier runterbückt und sein Pflänzchen sammelt, das Ding noch abreißt und so. Und das ist eigentlich noch das Schöne. Jetzt kann ich hier noch schnell den Speer zeigen. Der lädt eigentlich noch gäbig rein. Ui. Der war aber da ein bisschen geschützt gewesen, Jetzt müssen wir schnell schauen, dass mein Tierli hier nicht wieder stirbt. Das wird jetzt langsam teuer. Und jetzt haben wir noch einen Gegner hier oben drauf. Nein, da ist auch noch einer versteckt. So, im Speer kannst du auch zuschlagen, das ist noch gäbig. Aber man kann eben auch aufspiessen, die Siechen. Zum Teil hat es auch so Arbeiter, die das eigentlich gar nicht machen würden. Aber es sind auch gleich alles Bösewichte. Ja, ich bin jetzt schon relativ weit, vielleicht die Hälfte von der Story.
die Story eben kannst rauchen, wie in ein paar Far Cry Games. Es sind ja da einfach alles so Aufträge, die für den einen oder für den anderen irgendetwas gehst holen und hier wieder etwas befreist oder auftust, findest, jagst. Aber wenn das nicht stört, haben wir eigentlich wirklich ein angenehmes Spielerlebnis. Relativ zeitnah. Was ist denn das für einer? Da haut ab, das ist nicht gut. Sorry. Nein! Jetzt habe ich einen umgelassen. Von meinen eigenen. Okay. No, das ist blöd gelaufen. Also, relativ zeitnah ist auch die Erweiterung für das Dying Light rausgekommen. Es gefällt mir leider nicht so gut, weil es ist ein bisschen mühsam immer für den Kackkarren Benzin zu suchen. Und ich habe es irgendwie sehr angenehm gefunden, innerhalb von dieser Stadt herumzuziehen. Da haben die Parkour-Sachen wirklich etwas gebracht und haben das Spiel auch zu etwas Speziellem gemacht. Leider ist das jetzt nicht mehr so beim Nachfolger. Es sind so weite Gebiete und ja, der Funke ist leider nicht übergesprungen. Wirklich, wirklich nicht, weil das Game, das Dying Light selber, hat mir welts gut gefallen. Scheiße, drüber geschossen. So. Das ist ein bisschen brutal. Ja, das ist ein bisschen schade. Aber jetzt habe ich hier in dem Sinne meinen First-Person-Kick, in dem, dass ich halt einfach ein paar 10.000 BC-Leute umlasse. Und nicht Zombies. Aber Techland hat ja versprochen, dass sie dann noch ein Update rausgeben für das Dying Light dieses Jahr. Kann man auch so gespannt sein, ob das mal vielleicht... Wow! Das sind dicke Dinger, die mich jetzt hier ziemlich fertig machen. He? Ich denke nicht, dass mein Arm... Ich muss weg hier. Vor allem muss ich ein besseres Tier holen. Das ist selber der Sandtiger. Der ist richtig strong. Dann brüllen wir uns die Feder noch selber. Oder vielleicht werden auch wir geschnappt. Ja, ja, ihr seht. Jetzt als nächstes kommt ja der Quantum Break raus auf dem PC und der Xbox One. Das wollte ich gar nicht wollen. Auf einem gewissen Tier kann man auch reiten. So ein bisschen wie der He-Man halt. Ziemlich cool. Ja, das Quantum Break kommt ja dann. Und dann kommt ja schon gleich das Uncharted 3. Gefolgt vom neuen Doom. Jetzt gibt es auch so ein Game pro Monat, wo ich mir da alle anschauen werde. Was ein guter Durchschnitt ist. Die Kleine ist momentan meistens gut am Pennen. Das heisst, am Oben kann man echt noch ein bisschen zocken. Und das ist dann gesamthaft eigentlich schon eine gute Sache. Und dann ist dann hoffentlich schon schön warm im Sommer und man will gar nicht mehr so spielen wie jedes Jahr. Yeah. Ja, ich könnte jetzt hier noch stundenlang weiterschleichen. Breche aber jetzt hier ab, zeige noch einmal kurz die Welt. Für die es noch nicht gespielt haben, die es vielleicht ein bisschen interessiert. Ich würde mir es reinziehen, ich finde es echt ein gutes Game. Und die es auf dem PC kaufen können, haben halt eh noch den Vorteil, ich liebe es halt 21:9 spielen, so breit. Weil ich finde, als Mensch hat man ja auch ein bisschen peripher sehen und kann auf der Seite etwas wahrnehmen. Und auf dem PC kannst du halt dann noch das Field of View zusätzlich. Ich weiß nicht, ist es auf der Konsole auch auf 60, kannst du es auf 120 aufschrauben und das ist halt wirklich etwas, was mich extrem flasht. Ich bin so dankbar, dass ich die Optionen habe auf dem PC, weil auch auf der PS4 hat es mir sehr Spass gemacht, aber man fühlt sich halt wirklich, als hätte man links und rechts Scheuklappen. Und jedes Mal, wenn etwas von weiter weg ist zu laufen kommt, von der Seite, hat man es eigentlich gar nicht mitbekommen visuell. Zum Glück ist der Sound in diesem Game ziemlich gut. Da kann man sich immerhin auf das verlassen. Jetzt kann ich den schnell komplett durchdrehen. Ja, schön hat er ihn genommen. Selber fast gestorben. Aber hier noch einen guten Job gemacht. Man muss die Käben natürlich alle hüten, damit man dann
irgendetwas bauen kann. Irgendetwas basteln, irgendetwas zusammenstellen. Wir kennen sie aus den Far Crys. Also ja, man hört sich dann wieder mal in 3 Monaten oder so. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Tschüss zusammen. Schnell abspeichern, dass ich das Recording nicht verliere. Also, habt's gut.